N wie Neckarwester, O wie Obersterfeld, W wie Waler und S wie Stogert. Das ist richtig geschickt. Bei uns am Rathäusle stehen schon alle Richtungen dran, die man wissen muss. 1765 ist unser Rathäusle erbaut worden. Mittler drinnen im Flecken. Ja, und da ist auch der Dorfbrunnen. Und das ist immer ein schöner Treffpunkt. Hier gehen viele von meinen Dorfführungen los. Unserer Chronik entnehmen wir, dass hier kurz nach der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert der Gemeinderat einmal beschlossen hat, dass es aufhören muss mit dem Neujahrsschießen. Also natürlich gibt es auch heutzutage immer Kritiker, die sagen, das ganze Silvesterschießen, diese Böllerei, das geht alles auch ohne. Der Gedanke ist nicht neu, schon damals hat man kritisiert. Und wie heute hat sich auch damals die Jugend den Spaß nicht verderben lassen wollen. Als der Gemeinderat sich an Silvester kurz vor Mitternacht auf dem Rathaus eingefunden hat, um zu besprechen, wer wo patrouilliert und gegebenenfalls dann straft bei Zuwiderhandlungen, da hat man einfach von außen mit einem Prügel die Tür verbarrikadiert und der Gemeinderat konnte das Rathaus nicht verlassen. Es hat Mitternacht geschlagen, die Kirchenglocken haben geläutet und alle haben geschossen. Und dann, als alle fertig waren und zufrieden, hat man schnell den Prügel weggemacht und ist abgehauen. Und der Gemeinderat konnte wieder raus. Alles war schon vorbei. Ja, wie gesagt, hier fangen manche von meinen schönen Dorfführungen an. Gibt es ja auch mit Weinerlebnis. Und deswegen habe ich auch schon was hingerichtet. Heute wollen wir nämlich noch anstoßen. Dazu gleich mehr. Vorbereitet habe ich für euch einen Secco Bianco aus Käsberg, Keller Mundelsheim. Immer was Feines. Der Grund ist folgender. Es gab hier nämlich auch einmal einen Schultheiß Christian Gottlieb Adelhelm. Der hat gelebt von 1807 bis 1877. Und dieser Schultheiß war wohlgeachtet, sehr geschätzt und keiner von den Schultheißen in Ottmarsheim, die Probleme gemacht haben. Sein Sohn, der Karl Christian Adelhelm, genannt Schulzer Karl, ist der Urgroßvater von unserem heutigen Geburtstagskind, der Lotte. Und der wollen wir ganz, ganz herzlich gratulieren. Liebe Lotte, alles Gute zu deinem 90. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Und nachträglich auch deiner Schwester Elsbeth, die am 2. Mai 85 wurde ist. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Auf eure Gesundheit. Alles Gute aus Ottmarsheim. Zum Wohl. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.